Ma lief Kameradinnen und Kameraden, lief Kolleginnen und Kollegen, ich soll dann hier die politische Resolution an ihre Grund sich präsentieren, wie sie den Koordinationsbüro über den längerwierigen Prozess zusammen mit der NACO entwickelt hat. Ich will aber ein paar Sachen vorausschicken. Ich will nämlich vorausschicken, was das Resolution nicht ist. Das Resolution ist kein Wahlprogramm. Das ist nicht die Zusammenfassung von all unseren Forderungen und von all unseren politischen Positionen. Es ist angepasst und politische Aktualität und am Anfang so etwas wie den politischen Rapport von dem, was die Linke das letzte Jahr gemacht hat, respektive wie ein Chantier am Moment aktuell sind, verbunden mit Positionen und Forderungen, die konkret sind. Wir haben als nachdem die Resolution präsentiert ging an die Gremien, sind ein ganz rich Amendmente gekommen. Ein Teil von den Amendementen wird wie Zeit direkt können integriert gehen. Ein Teil von den Amendementen werden herno präsentiert gehen, respektive wo die Amendementskommission sich mit den gefehlten 500 Amendementen auseinandergesetzt hat und dazu Position geholt hat. In Wirklichkeit sind aber wahrscheinlich just 50 Amendementen. Just, das geht schon durch. Voilà, zur Resolution selber. Nur 3 Jahrzehnten von einer neoliberalen Austeritätspolitik, nur einer neoliberalen Orientierung von der Politik an Europa, sehen wir Resultate, die desaströs sind für die Populationen in ganz Europa. Sowohl am Süden, wo die am meisten davon betroffen sind, wie auch an den Ländern vom Norden, dazu dann eben auch Lützeburg gehört, an denen die Austerität viel getrieben wird, zwar bei einem anderen Niveau, mit einer Männer, höherer Densität, Novell, aber dieselbe Politik viel getrieben wird. Die Konsequenzen sind uns alle gut bewusst. Massenarbeitslosigkeit, Prekarität und Sozialexklusion sind Ordre du jour von der Aktualität von heute. Die Krise hat die dort Phänomene an die dort Politik verschärft. Nachdem ihn hat keine Mengen, wie die Finanzbulle explodiert ist, dass ein Niveau von Bon Sens sich hat Kinder an Politik ammischen oder abbringen, haben wir den Gegenteil festgestellt. Genau die neoliberalen Politiken, die zur Krise geführt haben, gehen nach verschärft weitergeführt mit eben denen Resultaten, die wir kennen. Aber woran bestehen die neoliberalen Politiken? Sie bestehen daran, der Sozialstaat als historische Errungenschaft von Kämpfen und Arbeiterbewegungen, als historisch-zivilisatorischen Acquis strukturell und fundamental auf Frage zu stellen. Den Sozialstaat ist auf Frage gestellt, Salären, die Löhne sind auf Frage gestellt, Pensionen sind auf Frage gestellt, an öffentliche Services und Güter sollen noch weiter verstärkt privatisiert gehen, wie man das an den Ländern, die am meisten unter dem Diktat von der Troika leiden, die Südländer im Moment merken. Zu Lützeburg hat diese Politik auch an den letzten 4 Jahren ihren Anklang gefunden. Sie hat daran bestanden, dass der Index manipuliert ging, so manipuliert ging, dass der nächste Wahlkampf von den dominierenden Parteien wahrscheinlich genau die dort lohnfroh wird drehen. Die Pensionen, dass eine Pensionsreform durchgeboxt ging, gegen den Willen von den Gewerkschaften, gerade so wie bei der Indexfroh, gegen die Unität von allen Gewerkschaften, als das da imposiert ging. An den Coupbudgetären, das was wir Austeritätspolitik nennen, gibt es doch eine große Ähnlichkeit am Lützeburgischen Parlament, dass es necessär wird, dass es keine Alternative zu der doter austeritärer Spurpolitik gibt. Es war just die Linke, die an den letzten Jahren immer, und vor allem am letzten Jahr, wo massiv eine Vorstellung kommt, die sich sowohl an der Chambre wie auch außerhalb von der Chambre gegen die doten neoliberale Politik gewährt haben. Also wird festgestellt, dass sie allein durchstehen, die Linke. Allein als politische Organisation,
nicht als gesellschaftliche Kraft, weil neben da stungen Gewerkschaften, neben da stungen Sozialmovementer, die auch gegen der Toten plädiert tun, gegen der Toten mobil gemäht hun. Es kann nicht so, dass mit der Logik, die hinter all diesen Mesuren steht, alle guten parlamentarischen Parteien einverstanden sind. Sowohl CSV, wie die LSAP, WTP und die Grünen. Die Opposition zu Lützeburg opposiert sich nicht gegen eine Regierungspolitik. Sie möchte sie matt. Ja, sie meint sogar, dass hier Oppositionsarbeit daran besteht, dass die Mesuren, die ergriffen gehen, noch sollen viel mehr weit gehen. Das haben wir gesehen an der Frage von der Pensionsreform, wo die Opposition von DP und die Grünen die waren, die gesagt haben, dass die Reform noch nicht weit genug gehen. Dafür vermengen wir, dass wir können auf Lützeburg bezogen von einem CSV-Staat schwätzen, die wesentlich mehr Bereiche von der Gesellschaft oder mehr Bereiche vom politischen Spektrum greift, wie just die Engpartei CSV. Sie greift eben auch die Systematik von den anderen Parteien, die der Toten an die tote Logik matt unterstützen. Und zum CSV-Staat gehört entretant auch der LSAP, DP und die Grünen. All die, die staatsdrohend und dem zu der Dotterpolitik beigedrohen haben. Die Politik besteht zu Lützeburg daran an einer fundamentaler Selbstbeschränkung. Ökonomische Politik zu Lützeburg von den Parteien so verstanden, wie wenn es just durchgehen, ein möglichst favorable Kader für Kapital zu schaffen, so dass Betriebe sich auf Lützeburg ansiedeln, da der Arbeitsplätze geschaffen gehen und da am Fond der Sozialstaat finanziert gehen, ein Sozialstaat, den ihn zwar immer mehr und immer weiter will aufbauen. Das hat verschiedene Konsequenzen. Eine Konsequenz haben wir gesehen an dem ganzen Affairismus, den die letzten 2 Jahre an der politischen Aktualität dominiert wird. Affären Wickring Leving, Affäre Cargolux Qatar, Affäre Srel, haben wir immer gesehen, dass all die politisch Responsabel sich darüber beschränkt haben, einen politischen Kader herzustellen, der just favorabel war für die Anziehung von Kapital, auch refusiert hat, selber ökonomisch Politik zu machen, selber mit der demokratischen Legitimität und der demokratischen Souveränität, der hier Gift zustehen, selber Politik zu machen. Am Gegenteil, am Fall von ArcelorMittal haben wir gesehen, dass eine interventionistische Politik, wo der Staat appelliert wird, für selber anzugreifen, dass die refusiert wird von der Lützeburgischen Regierung, so wie der Serge doch für schon beschrieben hat, dass es Rapporte gibt, die geheim gehalten sind vom Staat, wo just Presse daraus zitiert, und die Zitate sind eindeutig, dass eine Étude Laplace sieht, dass Schöfflinger Rodange durchaus nach Kinte weiter funktionieren, mit einem minimalen Invest von Seiten von ArcelorMittal. Darüber wird auch nicht geschwärzt, am Gegenteil, sogar Deputierten gehen die doten Dokumente versucht. Wir mengen aber, dass wir an den letzten Jahren, dem wir am Parlament vertreten sind, am Parlament vertreten wir auch verschiedene Möglichkeiten haben. Möglichkeiten, was als Logistik, was als Personal angeht, dass wir überhaupt können eine mehr kohärent Arbeit garantieren. Ich meine, dass wir nicht mehr gewiesen haben, dass wir eine Oppositionskraft sind, wahrscheinlich die einzige Oppositionskraft, die so kohärent vorgeht wie mehr, dass wir auch Kraft entwickelt haben, am letzten Jahr für eine Propositionskraft zu sein. Wir sind die Modelle entwickeln, die darunter beteiligt sind für die Alternativen, wie es heute zu Lützeburg der Kind ausgesehen, aber die sollt machen, für das zu entwickeln. Das ist der Geist von dieser Resolution. Wir haben als Link Arbeitsgruppen gegründet, die funktionieren, die aktiv sind, die selber Dokumente produziert haben, wie zum Beispiel zur Schule, wie zum Beispiel zum Logement,
wie zum Beispiel zu allgemeinen ökonomischen Fragen, wo man ganz konkret Pisten abwerfen, abweisen, wie zu Lützeburg misst, auf final noch Kind ernst Politik betrieben gehen. Das Resolution hat am Fond an ihrem revendikativen Teil sieben Kapiteln. Ich werde nicht ob all intensiv angehen. Ich meine, die Resolution selber gelesen, vielleicht just 2, 3 rauspicken. Wenn wir von Chômage schwätzen, dann wissen wir, dass Chômage eine Frage ist, die zusammenhängt mit der wirtschaftlichen Orientierung. Wenn zu Lützeburg auf der einen Seite all Jahr Arbeitsplätze kreiert gehen an 12 an absoluten Termen von Arbeitsplätzen wiest, da wissen wir, dass das zum Teil das Resultat ist von Delokalisationen von Betrieben, die für allem auf der Finanzplatz am Ausland tätig wären. Das heißt, die Regierung hat gar keine Ursache, sich mit der Augmentation zu bretzen, weil sie als nicht orientiert und die Besoin von der Population von Lützeburg. Wir haben dazu ganz konkret Proposen entwickelt, die auch an der Resolution draufstehen. Und natürlich geht das nicht ohne eine hautüberfällig substanzielle Reduzierung von der Wochenarbeitszeit. Am Moment an der Aktualität als Debatte Bankgeheimnis, die für uns schon ein bisschen skizziert ging. An der Debatte könnt etwas relativ kurz, das ist nämlich die viel diskutiert Finanztransaktionssteuer. Mehr als Link, so wie statt gesehen sind die einzigen, die sich eindeutig für die Abfeierung von der Finanztransaktionssteuer zu Lützeburg ersetzen. Aber wir sind uns wohl bewusst, dass das keine revolutionäre Forderung ist. Dass so eine Minimalbesteuerung vom Kapital, auch von den Kapitalflügen, dass sie zwar für Lützeburg ein riesiges Reset bringen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch gibt es eine Regulierung von denen Finanzströmen feiern. Und das ewig ungefährte Argument, dass dann die Finanzplatz zusammenbrechen, dasselbe Argument, was übrigens auch immer ungefährdet gehen ist, wenn es ein Bankgeheimnis gegangen ist, was schon ohne größere Problem wird aufgeschärft gehen, dem kann ich just sagen, die Finanztransaktionssteuer ist so konstruiert, dass es gut kein Interesse gibt für über 70% von den Fonds, die heute zu Lützeburg platziert sind, für außerhalb von der Europäischen Union oder außerhalb von dem Bereich, den die Finanztransaktionssteuer hat, sich umzusiedeln. Wir sind also klar für eine Finanztransaktionssteuer an ein Modell Lützeburg geben ein ganz rich Antworten oder ein ganz rich Frohen bieten. Wir haben die Industriepolitik angeschwärzt. Es kann ihn immer nimmer staunen über demagogische Tendenzen, die ein Premierminister Juncker hat, gleichkehr heieren als engeriert zur Lage von der Nation, wo da sieht, der Lützebäuer immer ein bisschen Moral erklärt, Katholiken und Moral anscheinend die Mensch gern, wo dann erklärt, wir müssten mehr eine Zärtlichkeit, Lützebäuer, Volk müsste mehr eine Zärtlichkeit zur Industrie entwickeln. Weil Herr Juncker, mehr haben die Zärtlichkeit. Wir wollen nämlich, dass Schöfflinger Rodange nicht so gemäht gehen und dass die Erbischten, an die Leute hier Erbischten weiter feiern können, weiter machen können. Wir haben eine Krise, die uns erzählt von den Staatsfinanzen. Lützeburg disposiert über eine Pensionsreserve, die mehr hoch ist wie das Staatsbudget. Das ist enorm. Zu Lützeburg gibt es heute Mittel, für eine aktiv ökonomische Politik zu machen, am Interesse von den Salarien, am Interesse vom Emploi zu Lützeburg. Das Möglichkeiten gibt es. Mit dieser Pensionsreserve wird international investiert an Fonds, an Aktien, der hier dubiös Ursprünge mänglisch alle Guten von uns bekannt sind und auf die wir immer aufmerksam gemacht haben. Das ist eine Hypokrisie, sondergleichen,
wann eng Unität, eng nationale Unität dafür ist, dass Cattenom soll ausgeschaltet gehen, an dobei die Regierung geht, an dieselbe Regierung als aber die hier Aktien aus der Pensionsreserve an EDF investiert. Das ist an unseren Augen ein Skandal und nicht akzeptabel. Zur Demagogie gehört auch, dass das Herrsche de Moyen ugedeiht, dass der Premier sagt, der Exporter von unseren Sozialleistungen, das heißt Sozialtransferen, an das Ausland müsst abhalten. Wir müssten mal ein bisschen mehr nur uns selber können gucken. Was er meint, das haben wir schon gesehen, dass die Buchse für Studenten, den hier Älteren heute zu Lützeburg schaffen, heute zu Lützeburg den Reichtum kreieren, und das soll nur nach, die Politik soll noch weiter ausgedehnt gehen. Das heißt, das Prinzip gleiche Lohn für gleiche Arbeit, den à la base ist von all Revendikationen, die auch historisch Sterbebewegung immer hat, das wird von diesem Premier auf Frage gestellt, aber wie das Herrsch zu Recht gesagt hat, den Import von Arbeitskraft, die nicht heute zu Lützeburg ausgebildet gehen, den hier Kasten nicht auf der Lützeburger Stadt fallen, das soll ihn auch konsiderieren. Und dürfen plädieren mehr für die Großregion als etwas anderes zu sehen, wie eine Reserve von Main-d'œuvre, wie wir versichern, am Mund hat doch schon mit unseren Kollegen vom Front de Gauche, mit unseren Kollegen aus der Belgien und aus dem Saarland gemäht. Wir sehen die Großregion als ein Espace interregional de Kooperation économique, sociale et démocratique. So gesehen wir die Großregion und nicht ernst. Als eine Arbeitsgruppe Education, den Claude Simon für schon, dem sein Arbeiten, der Claude Simon für schon beschrieben wird, als aktiv. Das ist für die Linke ein relativ wesentlicher Schritt, weil wir auf dem Punkt am Anfang eine ganz reiche Kompetenzen bei uns haben, aber an der Vergangenheit oft nicht fertig tun, die Kompetenzen zu bündeln und um da noch viel zu gehen. Das tun wir gemäht. Diese Arbeitsgruppe hat ein paar Bayer entwickelt, den auch Membre verschickt gehen. Und die paar Bayer, das ist eine Diskussionsgrundlage. Das sind Ideen, die entwickelt gesehen innerhalb von dem Arbeitsgruppe an mehr Mengen, dass das, was thesenhaft dort steht, nämlich wie geht es für, dass die Sozialsegregation durch das Schulsystem, wie es am Moment funktioniert, dass die endlich abgehoben wird. Aber wir müssen das öffentlich debattieren, sowohl bei uns selber, wie auch mit den Ideen nach außen gehen. Am Bereich Logement wird schon ganz gut für die Arbeit resümiert von dem Arbeitsgruppe. Auch da wird demnächst eine Publikation rauskommen, und es schenkt an unseren Augen eine Selbstverständlichkeit, dass das Recht auf Wohnen, was der Grundrecht ist, dass das zu Lützeburg muss können realisiert gehen, gerade an einem Lützeburg, was über Möglichkeiten gibt, verfügen, das zu realisieren. Aber nee, die Regierung will die öffentlichen Bauten, die öffentlichen Logementssocietäten will sie privatisieren, an eine Privatsocietät umwandeln, am Anfang gut nicht, ob die eigentlich froh agoen, die nämlich daran besteht, zu Lützeburg gibt nicht genug Wohnraum geschafft. Und wir mengen, dass die Societäten, die bestehen, hier Arbeit einfach sollen machen, also brauchen dafür Moyen, also sollen die Moyen kriegen, für das Logement zu Lützeburg abordabel wird. Auch hier will ich aber ganz kurz daran erinnern, dass es keinen anderen wie den oft preisgekränten von konservativen Stiftungen preisgekränte Jean-Claude Juncker war, der für rund 10 Jahre Wohnungsfrau zur Chefsache erklärt wird. Zur Chefsache erklärt wird, unabhängig von seinen moralisierenden Diskursen letztes Jahr schon einmal für Druck gesorgt wird, wann die
Promoteure nicht endlich aufhängen, selber richtig zu bauen, aber wenn sie nicht endlich abhalten, zu spekulieren, da gibt der Staat hingehen, an die öffentliche Hand, Staat und Gemenge geben hingehen, an lauter Bauherren auf dem Marché geheien. Wie so oft hatte Jean-Claude Juncker auch an dem heutigen Dossier nicht wirklich den Überblick, weil sonst gibt wissen, dass der Staat über ganz wenig Bauterrain verfügt, die in einem Bauperimeter hat, die überhaupt konstruktibel sind. Heim ist den setzen. Auch da, als in der letzten Zeit, nichts geschieht. Und da sind wir auch schon beim Aménagement du Territoire, an der nachhaltigen Entwicklung. Der Bilan von dieser Regierung ist desaströs. Schon lange hätten die sektoriellen Pläne müsste viel leihen, Logement, Transport, Geringzonen, alles das fehlt noch immer. Und wenn ihr seht, das fehlt, dann habe ich doch die Planung für die Gemengen und Planungsinstrumente, die Gemenge können hun, für selber seriös eine Gemengenentwicklung, eine Stadtplanung können zu betreiben, dass die noch immer fehlen. Lo sollen über mehr oder minder über die Knie gebracht, PNGen an die Gemengen durchgeboxt gehen. Und wir insistieren darauf, dass die Stadtentwicklung eng von denen kruziale Fragen ist, wo es Bürgerbeteiligung geht, weil es geht darum, wie gesagt, mein Staat, mein Dorf an den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren aus, dass das Prozesse sind, die müssen ganz eng mit den Bürgern funktionieren. Auch da sind wir im Moment eine komplette Lethargie. Und dann etwas, zu dem wir auch Kampagne geführt haben, den Wasserpreis. Wir haben vielleicht zu viel auf die Dimension vom Preis an der Vergangenheit insistiert. Mit dem Preis ist für uns nicht unwesentlich, weil der Preis reguliert finalement den Zugang zu etwas, was überlebenswichtig ist. Es gibt andere Sachen, über die man diskutieren kann, ob sie subventioniert muss sein oder nicht subventioniert muss sein. Wasser ist ein Menschenrecht. Und ein Menschenrecht, das darf nicht nur kommerziellen Kriterien verrechnet gehen. Das Kostendeckungsprinzip ist nicht anders wie kommerzielle Kriterien, die Tieren abmischt, zu einer späteren Liberalisierung. Und auch hier sind die am stärksten das Kostendeckungsprinzip verteidigen, die Geringen. Weil sie mengen, durch Paraphrase von dem, was ihren Deputierte Kamil Gira gesagt hat, weil sie mengen, dass wenn alles sein Marchéspreis hat, all natürliche Ressourcen sein Marchéspreis hat, dann kann den Dommer der Natur nachhaltig schützen. An der Hand stößt auch da die Idee, wie wenn es so etwas, ja, wie wenn es auch da stößt der Hand eine Ideologie, nämlich die von der unsichtbaren Hand vom freien Marché, die quasi auch alle Umweltprobleme kind lesen. Wir haben dazu einen anderen Approach, und wir mengen da den mehr voluntaristisch müsst vier gehen, auch an der Frage vom Tournant energetik, von der Kreation, von der Produktion von Energie über nachhaltig Moyen, wozu wir auch absolut Möglichkeit hatten. Und dann zum Schluss den letzten Punkt, das letzte Kapitel, und da sind wir auch schon fertig, dass all die demokratischen Fragen, die sich an den letzten Wochen und Monaten immer mehr gewiesen haben, an die zu dem geführt haben, was wir im Moment tun, nämlich einer Staatskrise. Das ist wenig für Drohnen, an den Interventionen für Drohnen wenig drüber gegangen. Es wird auch nicht intensiv drüber gehen. Aber wenn ich von CSV-Staat schwätzt, an dem wir mehr definiert tun, an sie den eine Staatskrise, dann ist es eine Krise, die mehr wie eine einzige Partei betrifft, dann ist es eine Krise, die mehr wie Einzelindividuen, die mehr oder minder großkriminelle Energien und den Tag gelöst haben, mit dann ist es eine Krise von den demokratischen Institutionen, an denen wir dran sind. Ich meine, dass man muss versichern, an den nächsten Wochen, ob der Höchst von der dotter Reflexion und ob der Höchst von der Gravität von denen Problemen, von dem Problem von der Staatskrise als zu artikulieren und als zu prononcieren. Wir brauchen keine Reform vom Geheimdienst. Wir brauchen keinen Geheimdienst. Wir brauchen aber eine Diskussion und einen breiten Debat über als Konstitution, über das grundlegende Dokument, das uns demokratisch zusammenleben an der Gesellschaft regelt.
Und darüber braucht man eine breite Debatte, die die Grenze sprengt von einer Chamberskommission, die mehr oder minder kontrovers auf verschiedene Sujets, die essentiell sind. Darüber braucht man eine fundamentale Debatte an greift frohen, wie den Charakter laik von unserem Staat, greift frohen, wie das Erbesrecht, wie ein erbesrechtlich Instrumenter müssen an der Verfassung dran sein, muss nicht an der Verfassung Recht ob Wasser, den Zugang zum Wasser dranstehen, an Ähnliches für Logement. Alles das braucht eine breite Debatte, und das an dem Sinn, wo man am Anfang den politischen Rapport, den Form von einer Resolution, dann ugeholt wird, an dem wir das proposieren. So nicht, merci.